Mit dem epischsten Link aller Zeiten geht es hier weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, immer noch nicht auf der Switch 2 Version. Also ich glaube, wenn, dann mache ich das höchstens irgendwie beim finalen Kampf. Da dachte ich mir irgendwie, doch, da können wir das vielleicht mal machen. Aber ich werde es trotzdem vorher mal noch ganz normal noch aufnehmen und dann den finalen Kampf dann nochmal auf der Switch 2 machen, sogar als Vergleich, das wäre eine Variante. Weil ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass irgendwie was bei der Aufnahme nicht ganz funktioniert und habe das Ganze nur einmal gemacht und so und dann den finalen Kampf in einer scheiß Qualität, das wäre nicht so gut, ne? Deswegen, naja. So, obwohl ich ja eigentlich noch aufnehme, bevor über das Ganze mit der Switch 2 losgeht, aber ja, momentan ist es ein bisschen schwierig, da auch das ganze Plan von meiner Seite her mit den Uploads und so und deswegen bin ich da eher ein bisschen vorsichtiger. Gut, aber vorsichtig, neue Höhle, neues Glück, willkommen zurück, kann man auch sagen. Wir müssen nicht darüber, ne? Also nicht in die Höhle, wo wir eigentlich schon das Ding geholt haben. Ich weiß gar nicht, warum der Ruri hier noch hier ist. Oder wie das Vieh heißt. Aber da waren wir ja. Und da haben wir das anderen Teile geholt. Hä? Sonst ist ja kein Haken da dran. Na, ist seltsam. So, wir gehen jetzt aber trotzdem mal in Richtung Gel-Markierung. Und das Ziel für diese Folge ist das Phantom-Set. Oh ja. Noch hat er ja nach Rüstungen und dann, ja, wir kommen trotzdem am Ende des Spiels näher, ne? Viel ist nicht mehr. Muss man noch bei den Sidequests gucken, dass man eine Liste erstellen, das alles mal abhaken. Also ja, was heißt hier, viel ist nicht mehr, ne? Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge, lass mich lügen, 236. Also ich glaube, 250 kriegen wir noch hin. Cool wäre irgendwie, wenn wir 255 oder so etwas hinkriegen, ne? War das nicht irgendwie bei... Ach, was war das? War es bei Hyrule Warriors, wo 255 die Levelgrenze war? Ich glaube, ne? Das irgendwie mal erhöht gehabt auf so viel. Ich finde, es hätte irgendwie was. Bei 250 klingt einer für mich gerade irgendwie ein bisschen realistischer tatsächlich. Aber egal. Ja, wir haben mit Special Parts und so dazu noch, also vor allem dann für das, wenn wir das Finale nochmal mit der Switch 2 Version nochmal angucken würden. Weil lustigerweise, also meine Switch 2 und so, gell, also von den Preisen her und so, kann man sich ja, naja, ist so wie es ist, nicht wahr? Aber ich finde es erstaunlich, dass das Upgrade-Paket, zumindest jetzt hier für Zelda-Spiel, doch relativ günstig ist im Vergleich. Da sind es irgendwie 10 Franken oder so, oder 10 Euro. So ein bisschen umgerechnet. Also, klar ist trotzdem viel, aber ich meine, im Vergleich zu dem, was sonst Switch 2 und so ist, relativ wenig. Wobei ich glaube, mit anderen Spielen, wie auch so Super Mario Party Jamboree und so, die sind plötzlich wieder teurer. Ich glaube auch, das Upgrade, glaube ich, auch für das neue Pokémon-Spiel gegen den ZA wäre auch mehr. Wobei, das Ganze direkt schon... Gut, das macht irgendwie Sinn, weil es erscheint sowohl für die Switch als auch für die Switch 2. Die Switch 2 Spiel ist irgendwie ja, 20 teurer als das Original, also beziehungsweise für die Switch. Ist auch so ein bisschen, ja, generell die ganze Preispolitik, ne? Aber erstmal gucken, was die Konsole so hergibt. Natürlich auch mit künftigen neuen Zelda-Spielen. Also bin sehr gespannt drauf. Dass endlich vielleicht mal ein Port, Remake oder so von alten Teilen, wie auch wieder von Ocarina of Time gibt. Oder was ich sehr begrüßen würde, ist halt endlich mal ein Remake von A Link to the Past. Fulai. Oh wei, oh wei. Eine Kraftbratbanane. Ist ja nur Stufe 1, aber hey. Ah, okay. Randas Schatz. Wohl nicht, ne? Immerhin cool, dass man hier noch Hinweis kriegt, ne? Das finde ich sowieso seltsam. Bei gewissen Randas Schätzen hast du eine Sidequest, bei anderen hast du nicht. Denkst du auch so, hey, warum das? Verstehe ich nicht. So, noch ganz kurz gucken. Bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Ne, warte mal. Eigentlich bin ich hier falsch, ne? Ich suche die Rüstung, so. Das müsste dann da unten sein. Oh. Komm, ist was. Wir haben jetzt diesen Link lang genug gesehen. Ich will wieder ein bisschen normal aussehen. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Boah.
Ich bin generell nicht so Fan von diesem Cartoon-Layout und so, muss ich auch zugeben. Deswegen Link's Awakening. Ja, ist aber ähnlich schwierig, auch damals noch der Wind Waker. Wobei der Wind Waker irgendwie immer noch schon ein bisschen schwierig ist. Das ist auch sowas, ne? Dass ein Wind Waker das Original jetzt für die Switch 2 dann kommt, ne? Bei Virtual Console und so. Dann denke ich mir so, ja, ist ja schön, aber du hast trotzdem die Probleme, die du damals auch hattest bei der GameCube-Version. Die sie dann mit der HD-Version von der Wind Waker gefixt haben, ne? Auch mit den Ladezeiten und so, mit dem schnelleren Fahren. Also deswegen hätte ich einen Port von den Wii U-Spielen, hätte ich ja lieber tatsächlich. Ganz ruhig, Buddy. Ja, Marshall ist down, da ist auch nichts Neues. Ah, du wolltest angreifen. Habe ich gar nicht so geschnallt. Also ich bin sicher nicht der Einzige, ne? Der auch sagt, hey, die HD-Remake-Teile von Terra Princess und Wind Waker waren echt geil. Na bitte bringt die mal auf die Switch oder jetzt in dem Fall auf die Switch 2. Weil die waren doch für die Wii U. Da habe ich mich immer gewundert, warum... Oh, da noch Blume. Warum gab es dann einen Import dazu? Ja, jetzt vielleicht kann man sich sagen, ja, das kommt in die Switch 2, aber trotzdem. Das hat irgendwie immer gefehlt, finde ich. Gut, Skyward Sword kam halt ja für die Switch raus, ne? Und Switch-Spiele sind ja für die Switch 2 kompatibel. Also nicht alle, ne? Aber man kann sich mal denken, um was es so geht, ne? Ich denke mal so Spiele wie Switch Sports vielleicht oder sowas oder Ring Fit, die halt auf spezielle Items angewiesen sind oder Goodies oder Lenkrad oder sowas in der Art, was es nur auf der Switch gab, ne? Und die wird es natürlich für die Switch 2 auch wieder geben. Aber da ja auch der Nunchucks so größer sind, wird natürlich die alten Teile nicht mehr passen. Ne? Deswegen kannst du halt die alten Dinger auch nicht mehr benutzen. Lanze mit Ritter Zweihänder. Na, das hier, Waldlanze, explosiv Fruchtregeneration. Ne? Die haben wir mal draufgepackt, aber bringt eigentlich sowieso nichts. Irgendwie sieht das Teil irgendwie auch hässlich aus. Nee, das sein darf. Ja, das sind explosive Teile, ne? Das ist halt immer so eine Frage. Lohnt sich das? Ja, nein, vielleicht. Ich werde wieder mal eine neue Waffe schmieden. Ja, schon lange nicht mehr gemacht. Warte mal. Der Angriffsstärke, ne? Ja, mit Massivhörnern bringt sowieso nichts, sieht nur scheiße aus. Das Excelforce-Horn eigentlich auch. Nee, immer so ein Ding. Die anderen Dinge sind fast schon zu schwach wieder. Sagen Ritter. Mehr Haltbarkeit, ne? Ja, komm. Nimm doch das. Ja, sie mit Leunendingel haben noch ein paar, ne? Die Hörner. Also von dem her. Das sollte noch reichen. Ich glaube eh nicht, dass wir jetzt noch großartig irgendwelche starken Endbosse haben werden hier. Oder krasse Bossfights. Klar, gegen Koga müssen wir nochmal ran und für den Liga-Versteck noch, aber es dauert großartig jetzt Dinger verlieren. Irgendwie Waffen und so, ich glaube eher weniger. Major Signum. Ach ja, warum sammle ich die überhaupt noch, ne? Weil ich kriege die sowieso nicht mehr alle zusammen. Das sind noch so viele Höhlen, die mir noch fehlen würden. Aber andererseits denkst du halt auch so, ja, was du hast, das hast du, ne? Warte mal, bin ich jetzt doof? Ich habe ja alles, hä? Nee, das kann nicht sein, Moment, das stimmt das nicht. Sag mal, verarscht mich gerade? Hier ist noch irgendwo Raum der Schatz. Das ist ein Teil davon. Wieso wird mir die Höhle langsam... Hä? Das ist ein Bug. Also der Höhleneingang hier.
Da dürfte gar kein Häkchen sein, wenn ich die Truhe noch gar nicht habe. Och nö. Phantom gerade wieder mal. Was machst denn du hier? Erstmal die Gloomhander natürlich, das ist klar. Jo, kommst du nicht, ne? Och, ich war. Nö. Ja, hier hoch kommen sie vermutlich schon. Der Sound, ey. Hier tropft, das gefällt mir nicht so richtig tatsächlich. Hm. Ja, da hoch muss ich, ne? Die Frage, da mit Tulin rüber und dann mit dem Froschding vielleicht. Im Froschanzug, damit ich halt nicht runterfalle. Moment. Ja, ein bisschen. Das habe ich, das stimmt. Puh. Gut, eigentlich brauche ich nicht Tulins Power, ich brauche Rivalis Power, ne? Ich müsste eigentlich empor klettern. Ich sage jetzt mal empor schweben. Also, warum nehmen wir es nicht. Oder mach es so, warte mal. Ja, passt doch. Ja, fast. Uff. So, stimmt soweit? Ja. Den falschen Weg gewählt, offenbar. Die Phantomrüstung, die Rüstung eines Ungeheusers, selbst den Helden Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Eigentlich aus Phantom Hourglass, wobei nachher bei Spirit Tracks hat ja selten wiederum das Teil getragen, ne? Ja, ja, gute alte Zeiten. Wobei ich ja nie groß Fan von Beinspielen war. Und gerade das Phantom Hourglass, dafür wird mir jetzt Kai zwar wieder schlagen. Aber nee, das war nicht mein Spiel. So. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Hä? Nicht weg. Also wenn ich Hohlrahmen des Schatzen, die verschwinden? Ah ne, bin nur falsch. Da unten müsste ja sein, ne? Das ist mir gefolgt. Okay, schlecht. Ja gut. Lassen wir das mal. Das soweit dazu. Dann holen wir uns den nächsten. Der wäre hier unten, ne? Ja, weil, was er vorhin sagen wollte, von dem Hourglass und so, gehört für mich zu einem der schlechtesten Zelda-Spiele generell. Einfach weil das ganze Hin und Her, das gefiel mir überhaupt nicht, ne? Wieder, ja, zurück zum Tempel rennen und so, das fand ich irgendwie scheiße. Wobei damals auch mit Spirit Tracks hatte ich oder hab's, kann man sagen, immer noch eine spezielle Verbindung tatsächlich. Spirit Tracks, das erschien ja damals irgendwie auch so um das Weihnachtsgeschäft herum. Und, warte mal, haben wir das richtig? Ja, hier. Ja, können wir irgendwas für den Frosten so drüber ziehen, ne? Und das war bei mir damals so eine seltsame Zeit, ne? Ich war da gerade noch in der Ausbildung, also beziehungsweise in der erneuten Ausbildung, besser gesagt. Weil aufgrund eines Unfalls und so dann die vorherige Ausbildung einfach abbrechen musste und dann neu angefangen habe und so.
Dann zuvor noch ein paar, naja, gesundheitliche und psychische Probleme und so hatte. Und dann lief es eigentlich recht gut und dachte mir so, du machst jetzt die Ausbildung, du bist sowieso einer der Ältesten da, ne? Quasi auch in Zweitausbildung und so. Kommen gerade die Dinger. Könnte sein, ne? Die Molduras und so, wollte ich gerade sagen. Naja. Egal, da hinten ist einer, genau. Genau. War halt so und dachte mir so, ne, komm, jetzt musst du ein bisschen ins Zeug legen, ne, musst anstrengen. Und hab's ein bisschen übertrieben tatsächlich, ne. Das war damals, muss ich leider zugeben, sehr, sehr krass bei mir. Also übertrieben insofern. Oh, wo bin ich jetzt überhaupt? Warte mal. Bin aber schon richtig, ne? So ungefähr. Übertrieben eben, dass ich ja gesagt habe, nee, ich muss überall die besten Noten holen und so, in jedem Fach, wenn mir das Fach nicht liegt. Und ja, dann Semester eigentlich soweit gut abgeschlossen, auch mit allem drum und dran, mit den Prüfungen und Benotungen und so weiter und so fort. Ja, und dann, man kennt es vielleicht, ne, kennt es vielleicht auch, wenn ihr dann irgendwie sowas habt und nachher dann im Urlaubsmodus seid. Da waren ja damals Weihnachtsferien, also Winterferien und so. Ey, ich sage euch, ich bin so in ein Loch gefallen. Und deswegen kann ich mich so gut noch an Spirit Tracks erinnern, weil das war damals. Ne? Ich habe damals in Weihnachtsferien versucht, mich wieder irgendwie abzulenken und so. Und habe Spirit Tracks gezockt und da kam null Freude auf. Also, weiß nicht, ob ich da Depression glaube ich nicht, oder ob es irgendwie einfach auch vielleicht sogar eine Art Burnout schon war oder so. Kein Plan. Es war richtig, richtig scheiße übel. Also die Frage, muss er hier rein oder was? Also so etwas hatte ich noch nie. Klar, so Downs und so, das gibt es immer mal wieder. Und ich bin ja auch Spezialist dafür, dass irgendwie, wenn ich mal Urlaub habe und zum Urlaubsbeginn werde ich krank. Ja, das ist auch sehr, sehr bekannt bei mir. Aber das war wirklich so, wo ich mir dachte, nee, sowas hatte ich noch nie. Zum Glück war das nach dem Urlaub wieder weg, also das, oder noch kurz vor Weihnachtsurlaubsende, also noch so kurz vor Neujahr hat es aufgehört. Aber er hatte wirklich so sicher 4-5 Tage lang. Ey, das war richtig scheiße übel. Da muss wohl hier rein, ne? Da hat mir auch so, ey, wenn so eine Art Depression oder ein Burner so etwas anfühlt, oder weiß ich nicht das, was ich hatte, weil meins war ja von selber wieder weg. Eine richtige Depression oder Burnout geht nicht von selber wieder weg. Aber wenn das, was ich hatte, auch nur eine Art Vorbote war, auch nur ein bisschen davon, dann denke ich mir, ach du Scheiße, ey. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was nachher war. Ich habe es auch nie mehr großartig erwähnt. Man dachte, nee, sag's lieber mal nichts, weil sonst zählst du wieder als Psycho. Oder wenn du zum Arzt gehst und sagen die, wir haben andere, die haben das viel schlimmer und so. Das, was sie haben, da ist doch nichts. Kennt man ja. Wo ist jetzt? Ah, das ist sogar hier, okay. Dass sogar hier vor einer ist. Oh, da sind sogar die fliegenden. Warte mal, habe ich die überhaupt? Ja, die habe ich. Aua, auf die Entfernung hin könnte treffen? Fies. So. Ja, aber deswegen kann ich mich an sehr guten Spirit Tracks erinnern. Vielleicht war sogar Spirit Tracks das Spiel, was man nachher wieder rausgeholt hat irgendwie, weil im Anfang Spiel und so Begeisterung war gar nichts. Das kam, wenn überhaupt, kam es erst beim Bossfight. Aber vielleicht lag es daran, dass er froh war, dass er endlich rauskam. Das Ganze endlich vorbei war. Nee, mein, so schlimm war Spirit Tracks nicht. Also von dem Hauglas war schlimmer. Aber nein, es ist halt, ja. Muss man auch der Typ dafür sein, ne? Okay, hier geht's nicht, schade. Und das waren so für mich die beiden Spiele, quasi die DS-Spiele, wo ich sagen musste, ja, war schön, aber es reicht auch. Einmal gespielt, nie wieder. Das sind leider solche Spiele. Wobei ich zugeben muss, jetzt so nach all diesen Jahren, das ist wirklich schon lange her, wenn man vielleicht sagen würde, doch, man könnte es mal wieder bei Gelegenheit, ne, wenn nichts anderes zu machen ist und so. Man könnte ja mal nochmal angucken. Wer weiß, ne, vielleicht gibt es ja auch dann bei der Switch 2 noch einen DS-Shop, weil Game Boy Advance-Spiele so haben wir auch. Und wenn dann DS-Spiele da verfügbar sind und dann die Zelda-Spiele auch, warum nicht?
Ja, wir kriegen ja für Switch 2 kriegen wir das wieder ein Hyrule Warriors Spiel, ne, was auf der Vorgeschichte von Tears of the Kingdom ja basiert. Wird sicher auch cool, aber eben, ich muss zugeben, ich hätte doch lieber ein richtiges neues Zelda, also neu. In Anführungszeichen neu. Ich sage jetzt mal, aus einer Link to the Past Remake, wirklich ein HD und so. Eigentlich so ähnlich wie Link's Awakening, ne? Mein Link's Awakening hat irgendwie 4 verschiedene Versionen, ne? Da gab es mal für den Game Boy Color, jetzt für die Switch gab es eine, das Original noch, okay, wir hatten zwar 3, aber trotzdem, da gab es auch schon so viele Versionen. Ocarina of Time, ja gut, es gab die Master Quest Version für den Gamecube noch. Das war aber irgendwie auch ein bisschen creepy. Dann halt die 3DS-Version. Und ich finde Ocarina of Time, ja, hätte sicher noch so ein komplett neues HD-Remake-Ding verdient. Und, also das, was die Switch 2 dann kann, weil er komplett wieder rausholt alles. Fände ich sehr, sehr geil. Vielleicht sogar nach dem ursprünglichen Konzept der Entwickler, dass es auch einen Eistempel und so gäbe. Oder auch einen Windtempel. Aber das Spiel, was ich so oder so finde, also wenn mich jemand fragt, hey, welches Spiel hätte ich gerne als komplettes HD, Remake oder Remaster Spiel, dann wäre es A Link to the Past. Allein schon deswegen, weil ich es selber noch nie gespielt habe, richtig. Ich kenne es ja, aber richtig gespielt habe ich noch nie. Ja, Tulin macht einen Schuss. Tulin, schieß! Mach's ja halt doch selber. Okay, doch noch nicht. Eben, weil ich selber noch nie richtig durchgespielt habe. Und zwar das Teil ist so alt und so. Und trotzdem gehört es ja auch zur Zelda-Timeline. Ein sehr bekanntes Spiel. War ja auch, sag ich jetzt mal, erst das 3. der Reihe, ne? Ist auch schon so uralt. Und Ocarina of Time war das 5. der Zelda-Reihe. Mittlerweile sind wir bei 30 oder so. Das ist krass. Was schon alles hatten. Was ist denn da unten los? Also, das sind die Dinger, die. Ah, ja, weil es regnet, ne? Ich wollte gerade sagen, wieso sind die ständig unter Strom? Ich bin unter Strom. Also, schön für dich. Okay, dann gehen wir weiter. Steht's heiter. Na gut, Regen und Strom verträgt es nicht so gut, ne? Das kennen wir, ist nichts Neues. Ich habe jetzt sonst aber hier Dings mitgenommen, ne? Phantomrüstung, das sind jetzt 2. Ja. Was gibt da? Angriffsboost? Die Krimi Gottheit-Ding, okay, das. Ja. Ja, gut, aber ich finde es fast ein bisschen. Hätte auch mehr draus machen können, Leute. Wir haben so viele coole Effekte eigentlich im Spiel. Oh. Da ist so ein Kumpel. Der Kumpel Krog. So, wir sind in der Höhle ja richtig. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der Eingang? Für den Helm, Freunde. Ne? Wenn wir den haben, fehlt bloß, glaube ich, noch ein komplettes Set, nämlich das Frost-Set. Und dann sind noch ein paar einzelne Dinge, die noch fehlen. Das wird, glaube ich, nicht mehr so das Problem sein. Oh, man ist da hoch, oder was? Wofür seid ihr jetzt? Warum eine Idee? Seid ihr vielleicht deswegen hier, damit ich auseinanderreihen und nachher hochsteigen kann? Nein, Link, ihr holt einen das naja. So. Dankeschön. Moment, bin ich falsch? Ja, wir haben ein bisschen zu weit vorne, ne? Oh, nö. Beschaffner des Bodens, ne? Nicht überall gleich, leider. Da geht es trotzdem. Da muss ich gar nicht so kombinieren. Doch, muss ich doch. Scheiße.
Ihr wird sicher erst recht nicht halten. Nee, nee. Die andere Seite war schon besser. Ja, kann klappen. Nein! Link, bist du wahnsinnig. Junge, hör auf mit dem Scheiß. Junge, du sollst da hochklettern. Dankeschön. Och, Menno. Revali, wo bist du, wenn man dich mal braucht, Junge? So, besser? Ja, vielleicht. Hä? Ich sehe gar nichts. Wenn man jetzt irgendwie dumm und dämlich anstellt, ist das überhaupt der einzige Weg, oder geht es noch einen anderen? Oh. Tulin, schieß bitte mal. Ah. Ja, mit der Höhle waren wir schon mal. Ja, aber es müsste die falsche sein, ne? Angeblich ist es die hier tatsächlich. Ich guck mal, wie weit ich komme hier, ne? Okay, geht doch ganz schön steil. Links 2, 3, 4, links 2, 3, 4, links. Na komm schon. Jetzt haben wir nicht, dass es tiefer ist. Aber das war nur ein Ausgang, oder? Wie sagen wir, dass es nur ein Ausgang war? Verdammt. So einen guten Punkt, um reinzufliegen, das ist gerade das Problem. Vielleicht ist er mir gerade zu doof an, das kann natürlich auch sein. Oder ist er mal Zelda unterwegs? Wo ist jetzt der Eingang? Und auch hier ist er, ne? Da habe ich eh so keine Chance, ne? Hier draußen auch nichts? Aha, ja gut. Geht natürlich auch so, ne? Hab gar nicht mehr dran gedacht, Mensch. Oh. Entschuldigung, ihr wollt auch nicht stören. Ich suche noch was, ne?
Abs! Entschuldigung für die Störung. Wo ist jetzt mein... Ah, die liegen da oben. Oh. Muss schon ein Schwert nehmen. Ja, komm. Ernsthaft. Das war's mit Schildblock. Ah, der gute alte Schildblock. So. Und das auch. Und das letzte Stück, Freunde. Der Phantomhelm. Dieser Helm stammt von einem Ungar in einer Rüstung, der selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Naja. Bei dem Hourglass, ja, nachher war es ja unser Freund. Quasi eine Rüstung für Zelda, ne? Ach ja, die gute alte Zeiten. So, Freunde, dann beenden wir das Ganze mal. Muss noch hier kurz umziehen. Sehr schön. Wieso überhaupt noch die Rüstung, beziehungsweise noch den Bogen trage? Das geht auch nicht mehr, weil, das ist eigentlich Verschwendung. Andererseits, wenn wir dann einen 5-fachen, haben wir einen 3-fachen hier, geht schon klar. Wir haben eh nicht mehr so viele zu tun im Spiel, wir dann halt so groß die Bosse platt machen, wie wir das schon gemacht haben. Sehr viele. Und eine Leunelarmee und alles drum und dran, also wir haben schon so viel gemacht hier. Ich dachte so warten, nach fast 40 Folgen, dass man schon ein bisschen was gemacht hat. Und auch wenn es durchaus Spaß gemacht hat und jetzt auch im Komplettieren ihm noch Spaß macht und so, ich muss trotzdem sagen, 3 Ebenen, hey, das ist schon heavy. Also ich bin froh, wenn das nächste Zelda-Spiel wieder ein bisschen sich mehr auf die Story fokussiert und weniger so sehr eine große Open World hat, ne? Nichts gegen Open World und so im Grundsätzlichen, aber da fand ich schon Breath of the Wild eigentlich schon genug. Das ist noch größer. Aber ja. Wie gewohnt, ne? Jedem das seine. So, was ich noch mache, ist natürlich ganz kurz ein Schild nachrüsten. Wenn ich also 2 habe. Sehr schön. Dann haben wir das Ding. Perfekt. Gut, Freunde. Ja, es lädt sich langsam alles mehr und mehr. Habe ich überhaupt noch eine Markierung? Nö, sind alle schon weg. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich mal gucken. Ich muss gerade aufpassen, wegen Impa und so. Noch nicht ganz hier zurückgehen. Vielleicht hier. Kampftechniken, ne. Mal gucken. Können wir wieder mal auf den Himmel hoch, ne? Hier. Das ist bis in der nächsten Folge mal gucken wegen der Frostrüstung. Weil da müsste die letzte, die uns noch fehlt. Wenn wir die dann haben, sind wir soweit durch. Also, fast durch, ne? Was noch fehlt, sind noch ein paar einzelne Stücke. Aber es ist dann nicht mehr so wild. Und dann geht es endlich weiter mit den restlichen Sidequests. Und Koga, ein Untergrund noch ein bisschen, ein Giga-Versteck noch. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber nicht mehr so viel zum Glück. Also endlich, da bald schon hier durch sind, ne? Die Rüstung ist eigentlich schon schick, muss man zugeben. Mit dem Masterschwert und so noch dazu. Das passt schon. Aber ja, es ist schon auch vom Effekt her, ne? Angriffsstärke wie Majora's nicht Majora's Maske, wie das Zelda Gottheit auch, ist schon ein bisschen seltsam, ne? Ein bisschen, kann fast schon sagen, einfallslos, ne? Aber naja, ist wie es ist. Freunde, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, die restlichen Rüstungen sammeln und so. Was ein Spaß. Bis dahin, ciao zusammen.